Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen des Herrn Jesus Christus, der uns all het Leben geschenkt hat, von dem, was wir von diesem Morgen wollen, waar mehr von reden, wo wir wollen können hören, wo er uns geraten hat, wo er hat möglich gemerkt, dass wir können geraten wollen. Der einzige Namen, was uns gegeben worden ist, hier auf Erden. Einzige Weg, wo wir können geraten wollen. Nicht, was wir können tun. Bloß, was er getan hat für uns. Ich dachte an das Leid, was du die gewählt hast, ich glaube, wir sehr passend. Wo groß bist du? Wenn wir den Herrn kennenlernen, dann können wir auch mit das Leid mit sein. Wo groß bist du? Was er alles getan hat für uns. Wo groß ist er? Amen. So, wir wollen bei wiedergehen, das Paterklusten all sein, wiedergehen in den Galaterbrief. Wir hier den Ferienmal, als er die Andacht bringen, von der erste Part von das Kapitel, von Galater 3, von 1 bis Vers 10. Und wir wollen nu wiedergehen von Vers 11 bis 18. Und ich dachte ein bisschen an, was von Thema ich diese Andacht will geben. Und die Überschrift in dieser Vers, wenn die eine plottische Bibel haben, da sagt, dass Gesetz bringt nicht Leben. Und ich dachte an die Andacht, was Pater Klusten viermal brachte, von der ersten Part von das Kapitel. Er hat den Thema gewählt, Leben kommt durch Glauben, nicht durch das Gesetz. Und ich dachte so, ich würde gerne sogar bloß das zweite Teil von dieser Andacht brücken aus dem Thema. Aber ich glaube, dass die Überschrift wird sein, dass das Gesetz bringt nicht Leben. So Paulus, der wird sich wiederholen von was er glauben hat von Menschen, die da wollen geraten sind, durch das Gesetz holen und durch ihre eigenen Worte. In der ersten Part von diesem Kapitel, da Paulus sich erwähnt, wo er sich fühlen, dass über die Galater, dass die waren in drei Fällen nur das Gesetz holen und proben geraten zu werden durch die Worte, was sie können tun. Und dann wird es ihrens interessant, dass die waren in drei Fällen sind, nur das Gesetz nur. Sie wissen, dass alle sie haben wiederholen, geprüft und sie werden kalt gefallen. Und sie haben das nicht gehört. Paulus hat das klar gemerkt, wo sie können geraten werden. Und sie haben das auch angenommen, alles. Er hat das so klar gesagt und deutlich gemerkt, dass sie können geraten werden, ohne die Worte holen, ohne so viel Religion nachfolgen und so weiter. So, sie haben das angenommen, alles. Aber dann wieder eine Gruppe gekommen, die gekommen und entweder können treten, nur das Gesetz nachfolgen. Und dann wird das ab ihrens ein Wunder, weil sie waren wieder in drei Fällen. Er sagt, wo sie so verdreht werden. Sie werden rein verdreht worden von so einem Menschen aus dort. Und so, wir wollen von der Wahrheit hören, dass Paulus wieder von das reden hat. Er hat sich jedem Mal wiederholen in diesen Brief, in den Galaterbriefen. Wir wollen noch mehr davon hören, was er sagen hat, von geraten worden durch den Glauben, nicht durch Worten. So, in Galater 3, ich dachte, der 11. Vers wird sehr passend zu dem Thema, das sagt, das ist klar, dass durch das Gesetz kein Mensch vor Gott gerecht ist. Wer durch den Glauben gerecht ist, soll leben. So durch den Glauben, wer durch den Glauben gerecht ist, der soll leben, der wird das ewige Leben kriegen. Aber ich will anfangen in Vers 10, was das jetzt sein wird, wer sich ab Worten aus dem Gesetz verlässt, ist unter ein Fluch. Das heißt, wenn die ab Worten verloren werden, sei ihr unter ein Fluch. Wer in der Schrift sagt, verflucht ist jeder einer, der nicht alles hält und das, was im Gesetz geschrieben steht. Aber das Schrift hat wer sich auf Worten verloren tun. Nicht das, was all geraten sind. So, das wir merken, das ist die Person, was die wollen in ihrem Fluch sind, wird sich auf Worten verloren tun, um gerecht zu werden. Und so wird sich auf das Gesetz verloren tun. Wir lesen all das genommen von dem Alten Testament, der 5. Mose 27, Vers 26 sagt, du hast ein Fluch ab den, der nicht das ganze Gesetz hält. In das ganze Volk soll Amen sein. So das Alte Testament, das sagt all, today was du mit Worten wollen geraten sein, wird nicht das ganze Gesetz holen werden. Du hast ein Fluch ab so einer Person, die will im Gesetz leben, nur im Gesetz nur leben. Und wir hören auch von wo
wo gefährlich dort wir, wenn so eine Menschen kommen, wo ein anderes Evangelium predigen, als dort, was Paulus gepredigt hat, dort, wo sie können gerat werden durch den Glauben, nicht durch Worken. In Galater 1, Vers 8, wie von, wo sagt, dass wenn je oder sogar ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigen soll, als dort, was wir gepredigt haben, dem Lot verflucht sein. So, hij spricht hier ook een vlucht in zijn stad uit. So, ik dacht aan die groep wat gekomen werden, wat een proef te richten en een proeven te leven merken, dat ze zullen gerecht worden, ze kunnen mooi gerecht worden, durch die werken wat ze kunnen doen. Dat wird Paulus van schrijven deed. Zo'n stad wat een ander evangelium predigen worden, als dat wat hij gepredigt had, op zo'n stad spreekt hij een vlucht uit. Sehr gefährlich, wenn irgendwer wie oder wer immer das ist, eine andere Lehre predigen, der aus dort, was Paulus hier predigen, der was angewiesen wir worden, dass sie können nicht geraten werden, bitte, sie leiden dort aus dem Glauben, dort, was Jesus getan hat, dort annehmen, nicht, was sie können tun. Und eine Übersetzung, was ich keine englische Übersetzung sagt sogar, so eine Menschen aus dort, was ein anderes Evangelium predigen, denn die können verdammt sein zu der Hölle. Und ich glaube, das würde dich bei sein. Sehr gefährlich, ein anderes Evangelium proben zu lehren aus der Wahrheit. Und da sind so eine Menschen, da sind so eine Lehren, wo du nicht das wahre Evangelium predigen tun. Und das ist so gefährlich. Deswegen ist es fein, dass wir klar sind, mit was das Evangelium sein wird zu uns. Das ist Jakobus auch sein, der sagt auch, wenn wir wollen nur im Gesetz nur leben, wenn wir ein von den Geboten brechen, dann sind wir schuldig an der alle. So, das ist so gefährlich, dass wir nicht nur im Gesetz nur leben dürfen. Ich glaube, wir wollen alle kein Trägkicken und über Erfahrenheit reden sein. Ich habe oftmals geprüft, so gut es können, dort, was die geboten sein dürfen. Und wenn wir dann checken dürfen, dann können wir sagen, wir haben hier oder da haben wir uns verschuldigt. Dann sind wir schuldig an der alle. So gefährlich ist das. Wo wir dann wollen, nur im Gesetz nur leben, wenn wir nicht brauchen, wenn wir bloß können, durch den Glauben, durch die Gnade, was Gott uns gegeben hat, dort annehmen. So, und wenn wir wollen nur im Gesetz nur leben, und wenn wir sind kalt gefallen in irgendwas, dann haben wir uns verschuldigt gegen Gott, gegen das Gesetz, und dann haben wir gesündigt. Und das ist gegen Gott gehen, weil wir das ist eine Sinn. Dann haben wir uns verschuldigt gegen Gott, und das ist eine Sinn. 1. Johannes 3, Vers 4 sagt, wer sündigt, der arach, will sündigen, als sich verschuldigen gegen Gott seine Geboten. Wenn wir wollen um die Gesetze gehen, und wir können das doch nicht nur folgen, habe ich gesündigt, wir sind dann diejenigen gehen, was Gott seine Geboten lüden tun. Und so kann wir weiten. Ich glaube, jeder einer wird kann sagen, dass wir können uns nicht raten. Wir haben uns nicht können raten mit dort, was wir haben probiert zu tun. Das ist bloß durch den Glauben. In Römer 3, Vers 19 sagt Paulus, wir weiten dort, was das Gesetz zu sein hat, sagt dort zu dir, die ohne das Gesetz sind, so dass keiner jeden anreden kann, in der ganzen Welt seinen Matt, dass sie vor Gott verantwortlich sind. Deswegen wird Paulus das so ein großer Wunder, dass die sich haben, war er treten, dort, wo sie sich nicht haben können, selbst raten mit. Das wird am Irms abfallend. Also sei so verdreht, im Jes habe ich angefangen, in Regen nu im Fleisch fertig zu merken. Das heißt, sie haben am Anfang gemerkt, aber nu regen sie weiter am Fleisch wieder zu gehen. Mit ihrer einen Worten im Fleisch, das wird allmählich. Römer 3, Vers 20 sagt Paulus, willst durch Gesetz worken, was kein Mensch für Gott gerecht worden, willst dadurch als er bloß zu sein, was Sinn ist. Das Gesetz, das wisst uns bloß. Was das Gesetz das ist, wenn wir kicken oder was das Gesetz lüden das und dann mal betrachten und mit uns leben, das wisst uns bloß, wo wir sind kalt gefallen, wo wir reich gegangen sind. Das wird das sein, das wisst uns, was Sinn ist. Wir können nicht gerecht werden mit das Gesetz, wir können das nicht holen. Wir wurden uns allerhand versündigt gegen Gott mit das, was wir getan haben in unserem Leben. Und wir weten auch von Anfang an, wo Adam und Eva aus der gesündigt haben, weil sie sich verschuldigt haben gegen Gott, und dort hat eine Trennung gegeben zwischen Gott und Adam und Eva, gibt eine Trennung. Der Sinn hat ihn getrennt. Von der Friede, was sie erst hatten im Garten mit Gott und alles, aber sie erst gesündigt hatten, dann wird der Friede nicht mehr da. Da wird eine Angst manchmal kommen, und sie hatten Angst, Gott
zu sein, wenn er dem Gott ankommt. Sie fürchten sich, wenn sie haben sich verschuldigt gegen Gott. Die werden Sinn manche kommen. So das war das. Sünden leben, als sich geschert zu sein von Gott, getrennt zu sein. Jesaja 59, Vers 2 sagt es steht, du hast wird zwischen Jünd und Gott gekommen, was die selbst verschuldigt haben. Jene Sinn haben am dazu gebracht, sich wegzudrehen und nicht nur Jünd zu horchen. So dass wir der Sinn, was Gott möchte, sich wegdrehen von ihm. So, wenn wir wollen, durch das Gesetz holen, uns proben zu raten, wir wollen immer kart fallen. Immer war wo wir uns fingen, wie Hand war, oder gedoen, wir sind kart gefallen. Wir wollen kart fallen. Die Bibel sagt, wenn die durch das Gesetz gerecht wurden, haben die Jünd von Christus losgemerkt. Das sei ihr erste Wert. Ich will noch einmal lesen. Wenn die durch das Gesetz gerecht wurden, dann haben die Jünd von Christus losgemerkt und sind von der Gnade aufgefallen. Das ist in Galater 5, Vers 4. Wir wollen da noch mehr, ich will nicht heute nennen, das ein paar Kapitel wieder, von wo wir noch wollen, mehr von hier. Aber das ist, ich dachte, das wäre eine sehr passende Vers. Das ist today, sagt das, wann, das wird wann die durch das Gesetz gerecht wurden. Einmal all Vers 6 sagt Paulus, es steht, aber wenn dort ut Gnoden ist, dann ist dort nicht mehr durch Worken verdient. Das wir Gnode nicht mehr Gnode. So, ich habe gesagt, wenn dort ut Gnoden ist, dann ist das nicht heute Worken. Und wenn das wird, dann wird Gnode nicht mehr Gnode. Das sind so eine Menschen, die so eine Lehren, die rumgehen und die Lehren, die von der und auch noch haben. Sie müssen arbeiten, sie müssen verschiedene Worte tun, sie wollen gerecht werden für Gott, Gott einfach annehmen. Wir haben so eine Gruppe sogar in unserer Umgegend, die rumgehen und dann ihre Beker aufteilen zu Menschen, ihre Lehren, Wiesen und Anproben zu bereden. Sie sollen dort nur folgen, was sie glauben und so weiter. Jemand hat eine von dieser Gruppe gefragt, warum sie das tun? Warum sie gehen von Haus zu Haus und den Menschen dort vertellen, was sie glauben tun? Oh, dann haben sie gesagt, das braucht er nur an Gott. Und sie das braucht er immer nur an Gott. Sie glauben, sie können sich ihre Seligkeit damit verdienen. Und die lehren die Menschen nicht dort, was die Bibel sagt, was Paulus geschrieben hat. So war das in der Stadt, so eine Lehre in der Stadt, rumgehen mit, das ist gefährlich. Sondern dort sagt Paulus, der hat einen Fluch über seine Stadt gesprochen. Und wenn wir daran denken, wenn wir mal sollen, wenn wir sagen, wir wollen uns selbst proben raten und wir glauben, wir können das tun mit unseren Worten und wir werden sicher, unsere Worte werden uns raten. Aber dann sollen wir vielleicht mal checken, welche von den Worten, was wir jemals getan haben, die hat gelegt teilen mit der Ewigkeit. Welche von unseren Worten, wo wir können sagen, das, was ich hier tue, das ist dort, was mir geraten habe. Ich glaube, die werden keine Worte sein, was wir nicht mal gelegt, nicht mal dich teilen können, was uns werden raten. Was wir so gut sein, als geraten sein, für ewig im Himmel zu leben mit Gott. Keine von unseren Worten würde ich mal dich bekommen. So, du denkst, wenn wir sollen checken, welche von unseren Worten uns werden können raten, ich glaube, da würde wohl sein, das ist keine von was wir getan haben. Ich habe nicht mal dich bei. Und wir haben so eine gute Nachricht in Gott sein Wort, dass unsere Worte uns nicht raten können, aber dass wir können gerecht werden durch Gott. Wenn du auch eine Trennung gibt es zwischen Gott und Menschen, wenn es der sind. Gott hat das mählich gemerkt, dass wir den Kinder ankommen. So, du hast die Möglichkeit, dass wir zu Gott kommen. Wo die Trennung gegeben hat, wo wir nicht können zu Gott kommen, da wird Jesus gekommen, hat eine Brei gemerkt, dass wir können nach Arm kommen. Das hat Jesus mählich gemerkt. Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich sehe zu dir, ich sehe die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Keiner kommt nun vor der Büter durch mich. So heißt er, du hast keine andere Wahrheit. Du hast keine Möglichkeit. Bloß heu. Er sagt, heu ist die Wahrheit, heu ist die Wahrheit und heu ist das Leben. Keiner kann ankommen, Büter durch Arm. Das ist eine gute Nachricht, dass wir das nicht brauchen tun. Wir brauchen uns nicht quälen und tun, den ganzen Lebenszeit einmal proben zu tun. Sein, wo wir können das Gute tun, dass Gott wird das angenommen
für Gott das wird angenommen sein. 1. Johannes 3, Vers 4 sagt, ich weiten, dass Christus gekommen ist, die Sünden wegzunehmen. In arm ist keine Sünde. So Christus ist gekommen, die Sünden wegzunehmen, was wir gemerkt haben, wo wir uns verschuldigt haben. So, und das ist Vers, was ich lesen werde, was ihr in den Bulletin haben, Galater 3, Vers 11, sagt, dort ist klar, dass durch das Gesetz kein Mensch vor Gott gerecht ist, weil wer durch den Glauben gerecht ist, soll leben. So, wenn wir das im Glauben annehmen, dann, wo wir leben, wo wir das ewige Leben haben. So, wir haben das all mehrmals gehört. In den letzten 3 Kapitels haben wir all gehört, wo Paulus sich erholt hat mit, dass wo wir geraten werden, dass wir nicht gerecht werden vor Gott durch unsere Werke. So, ist das wirklich wichtig, das zu hören. Das Gesetz, das kommt bloß erst gekommen, uns zu wiesen, wo wir recht gegangen sind, wo wir gesündigt haben. Das sagt in der 12. Vers in Galater 3, Vers 12, das Gesetz überjäft sich mit dem Glauben nicht auf. Da heißt dort, wer dort, was das sagt, wird leben. So hier kann es sein, das Gesetz und der Glauben, dort ist verschieden. Der Glauben jäft sich nicht mit dem Gesetz auf. Das der Glauben ist allein. Und wir wissen, dass wenn wir das ganze Gesetz holen können, wenn wir auch deuten, wenn wir wollen können, das ganze Gesetz holen, dann würden wir uns geraten haben mit den Werken, was wir deuten. Dann wird es nicht mehr der Gabe von Gott, dann wird es unsere Werken, weil es dort hat mit viel Werken zu tun. Wenn wir kicken, was das Gesetz lüden wird, dort verlangt sehr viel Werken. Viel verschiedene Werken, was wir dann sollen tun. So dann würde es Werken sein, dann würde es nicht genug sein. Kick mal, was Apostel Paulus in das 4. Kapitel in Römer schrieben hat. Römer 4, Vers 4 sagt das, in Arbeiter sein Lohn wird nicht aus dem Geschenk angesehen, aber aus Wort, das er verdient hat. So hier nimmt er mit, dass ein Arbeiter, was geschafft hat, aber seine Werkgeber hat geschafft, und ab irgendeinem Werk, wenn der Todtag hier kommt, dann kriegt er seinen Lohn. Und sein Lohn, was er durchkriegt, ist dort, was er sich verdient hat, weil er hat dafür geschafft. Das hat er sich in Paycheck verdient ab irgendeinem Werk. Das ist, was er geschaffen hat, das hat er nicht gekriegt aus einem Geschenk, aber aus dort, was er sich verdient hat. Das ist, was Paulus hier sagt von einem Arbeiter, wo er sich seinen Lohn verdient hat. Dann sagt er in Vers 5, aber für den, der nicht mit Werken angeht, aber an den gelebt, der Gottlose gerecht merkt, dem wird sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit angerechnet. So hier kann es sein, sondern was der Glauben annehmen wird, den wird der Gerechtigkeit angerechnet, wie es das Glauben wird. Großer Unterschied. Was wir uns verdient haben, ist dort, was wir hier kriegen, von der. Das Lohn, was wir kriegen, was wir uns verdient haben, das ist für hier und für nu. Immer weiter fing wir, wo wir kartvollen tun, wenn wir das Gesetz holen wollen. Und wenn wir das Gesetz holen, dann bleiben wir unter dem Fluch. Für mich sind das sehr schwache Wörter, wenn das reden von einem Fluch, being under a curse. Immer verdammt zu bleiben. Das ist Vers 10 sagt, wer sich ab Werken aus dem Gesetz verlässt, ist unter dem Fluch. Verflucht ist jeder einer, der nicht alles hält, in dem, wo das Gesetz geschrieben steht. So der bleibt immer unter dem Fluch, weil der kann das nicht holen. Das sei ernst Wert. Das soll sein, dass wir uns nicht selbst raten können, wir können nicht gerechtfertigt werden vor Gott, kommt Jesus und kauft uns los. Er betont die Schuld, die Sinn, die wir uns verdient haben. Und er betont das mit seinem Leben. Galater 3, Vers 13 sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch. Halleluja. Amen. Er sagt, er hat uns losgekauft von dem Fluch. So euer Fluch sein, als hielt sich so, das ist bloß nicht sehr gut. Für mich hier, aber das ist ein Platz, wo wir nicht wollen, unser sein. Aber weil wir kalt gefallen wären, wir haben gesündigt, wir stehen, unser Sinn stehen gegen Gott, und nun gesagt, nur wie wir unter dem Fluch. So Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, den das Gesetz über uns brach.
dadurch, dass er den Fluch ab sich nahm. Er nahm sich den Fluch ab sich, weil es dort steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, als verflucht. Gott möge sein sehen, tun Sünder, dass wir können gerecht werden. Den einen sehen, den einzigen sehen, den er live hat, den möge er tun Sünder, dass ich und du können gerecht werden, dass wir können leben. Wir können das nicht, wir selbst können das gleich. Wenn wir lesen, dann, was ich da dran nehme, aus Jesus den Sinn betonen, da am Kreuz, da kommt eine Zeit, wo Gott sogar sich weichdrehen von seinen einen sehen. Weil er kann das nicht verdrehen, den Sinn anchecken. In Markus Kapitel 15, Vers 35 sagt es das. In Klock 3 Uhr Mittag schrie Jesus laut, Eli, Eli, sabachthani. Das meint, mein Gott, warum hast du mich verloren? In diesem Moment, als Jesus da war, als er al viel geleden hat, als am Kreuz hängt, hat er sehr viel Kiel gekriegt und gebläht hat und so weiter. Und vielleicht ich bin mir sicher, sehr schwach geworden. Aber in diesem Moment kann er noch laut ausschreien und fragen, mein Gott, warum hast du mich verloren? Mein Vater, warum hast du mich verloren? Ich kann mir das nicht vorstellen, was er hier gefällt hat, verloren zu sein von all seinen Menschen, all seine Jüngern, alle haben einmal verloren. Und er wird nun ganz allein von Menschen. Und nun hat sein Gott, sein Vater, am noch verloren und hat sich weggedreht von ihm. Ich glaube, hier fällt er sich an das sehr schwer, dass sein einer Vater, sein Gott, hat ihn verloren. Aber das wird bloß für den Moment, wo er gestorben ist, wo der Sinn wird betont. Hier am Kreuz, da hängt die ganze Welt Sünden leer am Arm. Wo schwer ist das nicht wahr, die ganze Welt Sünden anchecken. Und Gott kann das nicht mal. Und wir die Sinn so sehr gehen an, aber es hat so ein Gerät, er kann das nicht mal anchecken, nicht mal, wenn sie sehen, dass auch drehen geht. Muss er sich da für den Moment wegdrehen. Sehr ernst. Das hat Jesus für uns getan. 2. Korinther 4, Vers 21 sagt Paulus es das, Gott möge den, der von keinem Sinn wisst, in uns steht zu Sinn, dass wir durch ihn für Gott gerecht werden, so als das für ihn gelten wird. Das Werk, das was hier passiert, das gilt in Gott seine Augen. Das wird jährlich für ihn. Das ist Schuld, wo das betont wird. Das wird für Gott jährlich. Das wird passieren. So war wenn wir glauben, dass wir uns können, die Seiligkeit verdienen mit Worten, dann kann wir checken, dass was Jesus da am Kreuz getan hat, als aller vergebens für nichts geworden. Aber das ist nicht für nichts. Dass wir nicht brücken durch Worten uns die Seiligkeit verdienen. Und während Jesus uns losgekauft hat von diesen Flucht, haben wir diesen Segen gekriegt, diesen großen Segen, was Abraham auch versprochen wir. Viele Jahre vor dit. Galater 3, Vers 14, Trainer Galater gehen, sagt das so, dass Abraham seine Segen durch Christus Jesus auf die Welt kommen wird. Und so haben wir den Jesus gekriegt, der uns versprechen wir, wann wir glauben würden. Ich habe hier gesagt, das war, wann wir glauben würden. Dann, wo wir diesen Segen kriegen, dann, wo wir den Jesus kriegen, was uns versprechen ist, was all Abraham wir versprechen werden, was seine Nachkommenschaft würden kriegen, wie es er glauben wird. Wie es er glaubt Gott. Abraham glaubt Gott. In Apostelgeschichte 3, Vers 25 sagt das, was Gott durch die Propheten versprochen hat, ist verjüngt. In die sind in dem Bund mitgeschlossen, den Gott mit jenen Fudermilch, mit jenen Fuderschmilch, als er zu Abraham sagt, durch den Nachkommen sollen alle Völker ab ihr gesegnet werden. Und hier sind ich und du mit angeteilt. Hier sind wir mit angeteilt. Und Gott gibt für diesen Versprechen auch lang vor der wurde gesagt, wie geschickt worden. In 1. Mose 22, Vers 18 sagt es, durch deine Nachkommen worden alle Völker ab ihr gesegnet worden. Willst du mir gehorchen das? Was ich habe hier gesagt, willst du mir gehorchen das? Er wird gehorsam, er tut, was Gott will haben von ihm,
Hij gehorcht am, und dort wird am ongerekend aus Gerechtigkeit. Und dit wird ein Versprechen von Gott. Dit wird ein Kleinstutz nur dort, wo Gott sagt zu Abraham, er soll seinen Sehen opfern zu ihm. Er hat ihm den gegeben, was er ihm versprochen hat. Schließlich haben sie das Sehen gekriegt, was Gott versprochen hat, nur viele Jahre später. Und Gott sagt zu Abraham, er soll den opfern für ihn. Weil er auch nicht näher weiß, was es dort wird nehmen, was das meint zu sein zu ihm. Aber er wird gehorsam, er jenken, mögt den Reit zu den opfern. Aber es Gott er sagt, dass er willens wird, sich ganz Hand zu geben, alles zu tun, was er von ihm verlangt. Sogar sein Sehen geben, zum Opfer. Dann kommt er stopp zu manken und sagt, nu weiß er, dass er das, was er will haben. Er wird zu ihm treu. Und deswegen kriegt er dessen Versprechen, weil er das, was er will haben, was er soll tun. Und wir wissen dort, was Gott versprochen hat, was er versprochen hat, das bleibt bestehen. So er hat Abraham hier ein Versprechen gegeben, um zu sehen, in seine Nachkommenschaft würden sehen kriegen, und dort wir dann was wird man kommen, sein Versprechen von ihm, das bleibt bestehen. Galater 3, Vers 15 sagt dort, liebe Brüder, ich gebe Ihnen ein menschliches Beispiel. So hier hat uns ein Beispiel, so dass wir als Menschen wollen klar verstehen können, klar begreifen können. So heißt es, ich gebe Ihnen ein menschliches Beispiel, von Menschen im Testament merken, was dort nicht geändert, wann dort erst geschrieben ist. Da wird dann nicht mehr teuer gesagt und nicht wahrgenommen. Was ich glaube, dass ich das verstehen kann, was hier braucht zu sein, was Gott versprochen hat, wenn er euch versprochen hat, dass es so gut ist, wenn wir eine Unterschrift geben dürfen, so nur Menschen sehen nur. Wenn wir einen Contract merken dürfen und wir das unterschrieben haben, dann ist das jährlich. Dann können wir das nicht ändern, das ist unterschrieben und das ist, was da oben geschrieben wird. Wenn wir dann, was wir tun oder losnehmen tun, das ist ja ein Gesetz. Und kriegst du erst das bei Gott. Und bei Gott wird es noch viel stärker sein. Wenn er was versprochen hat, das ist ein Wort, wenn er es versprochen hat, dann ist das, wird das bestehen bleiben für immer. Das geht nicht zu ändern, das geht nicht was bitte tun und nicht wegzunehmen. Und das sagt, in der 16. Vers, was Abraham versprechen wir verarmen in seinen Nachkommen. Das sagt nicht in seinen Nachkommen, nicht an viele, bloß an einem, in der einer ist Christus. So das Versprechen, das was er versprechen, das Promise, was er gegeben hat, dort wird, dass der Erlöser wird kommen, Jesus Christus wird kommen, verehrt. Das wird er sehen, dass sie werden gerat werden, durch ihr Glauben. So wir können gerecht werden, durch dort Glauben, was heute anzeigen wird. Wenn wir sehen, wird lesen tun und dort hören tun, wenn wir tun, was er sagen wird, dann ist das aus dem Glauben, nicht aus unseren eigenen Worten. Und das habe ich auch dann, das ist Versprechen, was am erst gegeben worden, was von der und nach kriegst du jährlich ist, was dann aus der gegeben wird. So, das ging nicht zu ändern, was Gott versprochen hat. Das sagt er in Galater 3, Vers 17, das ist, was ich meine, was er hier sagen hat. Das ist, was ich meine. Das Gesetz, das 430 Jahre nur herkam, hauft im Testament nicht ab, dass Gott vorher Gott gehalten hat. Das können sie in Versprechen nicht angültig merken. So heißt es sogar, wenn das Gesetz wie gekommen 430 Jahre lauter aus dort, was Abraham hier versprechen hat. Abraham braucht nicht gleich alle Tag lauten zu sehen und sagen, na ja, dann muss ich nicht alle Worte tun. Er wird gestorben. Er hat diese Worte nicht gebraucht tun. Er braucht nicht die Gesetze nur fallen, das jährlich wird, was er am versprochen hat. So heißt es, wenn das auch gekommen wird, aber das, was er am versprochen hat, bleibt jährlich. Das bleibt gut. Das geht nicht zu ändern. Dort können sie Versprechen nicht anjährlich merken. Das Gesetz können das nicht tun. Die Regelungen, was sie sollen nur folgen, was Moses gegeben worden, was sie mussten tun,
das können nu Gott nicht ändern, was Gott hier gegeben hat, das Versprechen, was Gott hier zu Abraham gegeben hat. Und das ist interessant, wo die Bibel auf viel steht, dat so klar proeft te doen, nu ons menschliches Verständnis nu. Ons als dat so klar geopenbart worden, dat wir das kan nehmen, doen als wir das begreifen können und verstehen können, dass sein, dass wenn wir eine Unterschrift geben, dann eins vor, dann ist das jährlich, für was das geschrieben wird. Eins muss sagen, oder das ist nicht unterschrieben, so dann ist es noch nicht jährlich. Wenn du einen Check kriegst und die ersten in der Bank mit dort, und das ist nicht unterschrieben für den Wert, was dir gegeben hat, oder wer immer dir einen Check gegeben hat, wenn du nicht der Unterschrift boven ist, dann ist das gleich jährlich. So, das ist ein klares Verständnis, dass wir das begreifen können, was hier probt zu sein. Ich finde das immer interessant, dass du hast nichts ausgeblieben. Wir haben keine Ursache, was fertig geben sein, na, dass wir das nicht klar genug geopenbart wollen. Das braucht euch klarer wollen. Gott hat uns das so klar geopenbart in sein Wort. Gott sein inspiriertes Wort, dass wir nicht vergeben sein. Ich kann das nicht begreifen, dass wir nicht klar genug gemerkt haben. Wir haben kein vergeben. So heißt es, irgendwie das Aufgaut versperren worden. No, Vers 18, der letzte Vers sagt, wenn das Aufgaut durch dort holen vom Gesetzkeim, dann ist das nicht dadurch, dass Gott das versperren hat. So, da würde es nicht sein, durch den Versprechen gekommen. Aber Gott gibt Abraham dort Wills, er am dort versprechen hat. So, er hält sein Versprechen. Er verändert das nicht. In das Aufgabe wurde hiervon reden, dass das, nur mein Verstehen, ist das ewige Leben. Das ist das Aufgabe, was du und ich auch können haben. Und ich glaube, viele von uns haben das auch angenommen. Aber das sind noch so, was das noch nicht haben angenommen. Weiter sind so, die verlangen nach einmal, sich die Seligkeit zu verdienen, durch Worken. Und das braucht nicht. Wir können dort orven, durch dort, was Jesus Christus getan hat für uns. Dass wir das ewige Leben können orven. Und einmal vorher, Vers 14 sagt, dass wann die dort mit dem Gesetz holen, die orven sind, dann erst dort mit den Glauben nicht. Und was Gott versprochen hat dann die Kraft verloren. So, das erste Wort hier sagt, wann. Wann, das Wort wann, das hat eine große Meinung auch. Sagt, wann die dort mit dem Gesetz holen, die orven sind, dann erst dort mit den Glauben nicht. So, wenn wir glauben, und dat ook möglich wird, dat wir können dat orven, dat Leben orven mit dat Gesetz holen, dann wird es nicht mit den Glauben. Dann wird der Glauben nicht. Dann ist die Kraft verloren von den Glauben. Und von Gott sein Versprechen kommt das. Gott sei Dank, dass das nicht ist. In Römer 4, Vers 16 sagt er, deswegen hängt die Gerechtigkeit wie uns ganz und gar vom Glauben auf, dass es uit Gnaden kommen kann. Und dass sein Versprechen für alle noch kommen, fast bestehen bleibt. Nicht bloß für die, die das mit dem Gesetz holen, aber auch all die, die durch den Glauben zu Abraham seine Familie gehören. Die ist ein Vater über alle. So dat is voor allen gemeint. All die, die dat annehmen doen im Glauben. Und wenn wir das nicht uit dem Glauben annehmen doen, wenn wir das noch einmal glauben, dass wir das uit Worten doen, dann ist das der Vers, wo wir erst lesen, in Johannes 14, Vers 16, wo das sein, dass Jesus sagt, dass heute war ich wieder in der Wahrheit in das Leben. Damit, wenn wir glauben, dass zu verdienen uit unsere eine Worte, dann sagen wir, ich sehe die Wahrheit in der Wahrheit in das Leben. Das ewige Leben. Und das ist aber nicht. Ich kann das nicht. Er sagt, hey, erst keiner kann ankommen, büter durch arm. Das ist nicht durch unsere eine Worte. So klar und wiederholt habe ich das hier, und was ich hier auch von der und das Wort von dieser Versen hier, was wir durchgegangen sind. Und mein Wunsch und Gebet ist, dass wir alle das haben angenommen im Glauben. Nicht uitwerken oder nach so einer Antwort nach uitwerken proben zu tun. Jeder einer wird das proben, uit seine eine Worten zu verdienen, der wird sich anschmieren und der wird sich viel an der Arbeit merken. Und kann nicht geraten werden.
So wird so wie von der Samarias uit het derde kapitel. En we worden nog waar veel meer ook nog hier wieder von dit, wo Paulus wat het te zijn heeft van geraad worden durch den Glauben. Da wir noch unser Herz nehmen, die beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zum Schluss wieder für dich und wir wollen uns bloß wieder bedanken zu dir für was du getan hast und wo du das möglich gemacht hast, für uns geraten zu werden, dass wir können geraten werden durch den Sohn Jesus Christus, dass wir das können bloß im Glauben annehmen und weiten, dass durch diesen Glauben an den Sohn Jesus Christus können wir auch gereicht werden, dass das allmählich ist, dass wir uns selbst können raten. Ich bete, wenn du eins wer nach erst wurde, nach Prof sich selbst gereicht merken, für die durchwirken. Ich bete, dass du endlich so eine Person, dass wir offenbaren, dass er auch heute sei, dass auch gut klar zu sein kriegen, dass sie kann gereicht stehen für die, mitten dort annehmen, was du möglich gemerkt hast, durch den Sehen Jesus Christus, als du am Kreuz hängen, und das heißt, dass wir alle vor dich gemerkt, dort wird viel zu tun, dass wir können gereicht werden. Und ich bete, dass jeder einer, der das noch nicht erfahren hat, dass er das auch ab ihrem Wort zu sein kriegen und das wird annehmen. Dankeschön, Herr, für deine Andacht, für dein Wort, dass das so klar zu uns sein, dass wir keine Ursache haben, uns eins hat fertig holen oder fertig geben, dass wir das nicht klar genug können begreifen. Du hast uns das so klar vorgeschrieben lassen, dass wir das können lesen und hören, was du meinst zu sein. Dankeschön, Gott, für dein Wort und für die Möglichkeit, die wir haben, gerecht zu werden, für die, dass das gut für die wir, dass das jährlich wird für die, was da passiert wird. In den Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.